Jenny, ich habe schon genug. Das 26. Ich kann echt schon... Nein, ich höre zu. Nein, wir haben es wirklich, wir haben es irgendwie so... Wir haben es uns nicht angelangt, Steffi. Hey, es ist wirklich so. Ich finde wirklich, es fühlt sich gut an. Aber es ist wie so, eben, das letzte Mal hatte ich die enge Hosen angehabt und jetzt sind es die Hosen, die ich finde, ja, also sie sind so ein bisschen, haben schon meine Viertelform, weißt du, was ich meine? Ach, das ist geil. Ja. Wenn du Hosen hast, die die Fülleform haben, das ist einfach gut. Du musst nicht mehr gerade biegen. Nein, aber ich finde, es fühlt sich gut an. Sorry. Hast du, also, ich habe überhaupt nicht gefragt, weil ich meine, von uns zwei weiss ich genau, wer mehr Alkohol trinkt, aber du machst kein Dry January und so Späßchen, oder? Hey, nein, ich trinke schon relativ wenig. Was soll ich das noch announcen, dass ich Dry January mache, weil ich mache eigentlich Dry Month every year. Hey, ich trinke eigentlich sehr wenig. A, weil ich es nicht eigentlich irgendwie einfach mit dem Alter nicht mehr so vertragen und B, weil ich 100 Pro auch gerade irgendein Medikament habe, das nicht ideal wäre, wenn man dazu trinkt. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich mag mal so einen Aperol Spritz. Aber das haben wir auch davon gehabt. Wir haben Freunde so an Weihnachten bei uns gehabt zum Essen. Ich habe das wirklich nicht mehr gewusst. Also ich weiss, er ist sehr ein Wein-Connoisseur. Und wir haben wirklich auch schon gesagt, du musst einfach deinen eigenen Wein mitbringen, weil wir haben keine Ahnung. Ja. Und ich habe akzeptiert. Und dann habe ich gefunden, hey, wir können Aperol Spritz machen, ich habe noch alles da. Gut. Und dann mache ich so Aperol Spritz und dann schaut er so die Prosecco-Flaschen an. Du weißt schon, das ist die Flasche, die wir euch letztes Jahr zum Weihnachtsfeiern mitgebracht haben. Und ich so, no, I did not. Aber ja, das sagt alles aus zu unserem Alkoholkonsum. Prosecco-Flaschen überlebt ein Jahr bei uns daheim. Wow. Bei mir überlebt eine Prosecco-Flasche. Wir haben im Fall aber auch noch nie, weißt du, es gibt doch auch so Bärli, die am Abend so auf dem Sofa so, hey komm, wir machen einen roten auf. Das habe Hey, ich noch nie haben wir einfach das zweite eine Flasche Wein aufgemacht. Ja, okay, dann ich trinke kein Wein und ich trinke schon noch gerne, aber zum Essen oder weißt du, so während dem Kochen ein Glas. Und wir haben es gerade letztens davon gehabt, mich beeindruckt es auch immer mega in so Filmen und Serien, weißt du, dass sie reinkommen und dann einfach, weißt, an die Hausbar gehen und sich einen Whisky einschenken. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Dass ich irgendwie, weißt, und wir haben eine coole Hausbar. Ich habe noch nie, bin ich reingelaufen und gefunden, jetzt brauche ich einen Drink und habe mir irgendwie einen Gin Tonic gemacht. Einfach aber das spricht für deine Coping Mechanisms, das ist doch gut. Aber weißt du, ich finde dann eben wieder so, jedes Mal, wenn ich so einen geilen Art Deco Barwagen sehe, finde ich, oh, ja. das ist schon gut ausgesehen bei uns in der Wohnung. Und wir warten schauen an und so, ja, was willst du drauf stellen? Ich meine, unsere jährige Prosecco-Flasche. Das ist wirklich, ja, sie ist noch nicht so ein riesen Highlight dort drin, gebe ich zu. Aber ich habe ja bei uns eine Hausbar eingerichtet, wo, weißt, die Kinder wirklich schon gross waren, um sie selber zu saufen. Nein, es ist wirklich so, vor etwa 10 Jahren oder so, habe ich gefunden, hey, ich finde so, als erwachsener Mensch hast du eine Hausbar. Und dann weiss ich noch genau, wie ich so in Coop bin und dann nachher noch in Oh, aber hey, das wäre, stopp. Das müssen wir noch, das müssen wir ausbauen. Sachen, wo man sich erzählt, dass man dann erwachsen ist, wenn man das hat. True. Also dann ist das genau so etwas, was ich gefunden habe. Hausbar hat man. Und ich habe den Alkohol einfach rein optisch ausgesucht. Und dann hatte ich wirklich, weil der Liquor-Experte beim Globus ist so gekommen, weil ich so lange dort gestanden bin, also, brauchen Sie Hilfe mit etwas? Und ich mir so, nein, weil ich nicht wollte zugeben, dass ich einfach Zeug nach den Etiketten aussuche. Ich habe gefunden, das muss einfach hübsch aussehen, die Hausbar. Und literally, die meisten stehen jetzt noch dort unangetastet. Es ist so. Aber sie sehen hübsch aus. Ab und zu will jemand tatsächlich mal einen Gin Tonic, dann haben wir mega Freude. Das ist super. Das ist richtig schön. Ja, das ist schön. Das ist so. Aber ich habe keinen Alkohol gekauft diese Woche, aber Shit I didn't buy ist wieder eine schwierige Woche für mich, weil auch wenn es Anfang Januar ist und alle haben sonst das Januarloch, habe ich immer... Es gibt Leute, die machen No Spend January. Ja, das stimmt, das wäre viel gescheiter. Und ich habe einfach, ich habe gemerkt, dass es für mich eine sehr ähnliche Befriedigung gibt, wenn ich einfach online shoppe und Zeug in den Warenkorb rein tue und dann einfach den Tab zumache und gehe füßeln. Und was mich jetzt eben nervt, ist, dass ich die ganze Zeit dann E-Mails habe. Weil manchmal finde ich irgendwie so, oh, trag dich noch zum Newsletter ein und dann hast du noch 15%. Ja, oder du lässt im Warenkorb. Genau. Also, oh, da hast du noch etwas vergessen. Und das regt mich einfach richtig auf. Weil ich dann irgendwie so Sachen, die ich nicht posten will, weil ich kein Geld habe dafür. Und dann schicke ich jetzt noch so Reminder-E-Mails. Irgendwie so, hast du das nicht noch wollen? Hast du etwas vergessen? Nervt. Anyway, ich habe das jetzt nicht in den Warenkorb hineingelegt. Also, das Shit I bei diese Woche. Das ist so herzig. Sorry, ich tue es jetzt einfach immer, weißt du, ich weiss, das ist sehr low-tech, aber ich muss es wenigstens Jenny so zeigen. Und bei euch daheim kann ich es jetzt so beschreiben. Irgendwann, wenn wir wirklich so Editors haben, dann tun wir das immer so rein. Das
Es ist so. Weißt du, wir können ja wie so, das wäre jetzt so ein Special Effekt, wo es so reinkommt und Ja, das ist einfach so Collage, weißt du, so wie die hippen TikToks, weißt du, die hippen Kids auf TikTok mit so. Dass mein Telefon ist. Aber sag mal, ich habe es gar nicht gesehen. Also gut, Barber, wir haben die klassische Natürlich. die mit der Wachsjacke und die haben immer wieder so lässige Kollaborationen, unter anderem mit Farm Rio. Ja, mit Tani war toll. Ich kriege so eine Wachsjacke, irgendwie in Kollaboration mit so einem geräuschelten Kragen und so. Und es ist wirklich, sie ist entzückend. Und ich bin auch so weit gegangen und ich bin wirklich auf der Barber Homepage schauen. Also das XL hätte es noch. Und ich tue es einfach beobachten. Hey, aber im Fall, sorry, gerade das XL, es ist im Fall ein so ein Cézanne XL. Okay, gut, dann kann ich einfach davon träumen. Dann habe ich schon wieder über 500 Franken gespart. Ich habe Ja, also Barber, ich finde, sie sind nicht grosszügig geschnitten. Okay, good to know. Gut. Alright. Ja. Also ich habe es ja nicht posten. Und sie gehen halt 0 nachher. Also der Stoff ist Das halt. stimmt, das ist wirklich einfach fix. Aber dafür kannst du die Hebel... Aber vielleicht hat es auch noch andere Pieces. Ich weiss es nicht. Wie? Vielleicht hat es noch andere Barber Pieces. Ja, das könnte natürlich sein. Ich kann gar nicht gross schauen. Ich habe sie einfach entzückend gefunden und habe sie... Bist schon drin? Haben wir dich verloren? Jenny, komm raus. Jenny, mach es einfach zu. Also der Jacket, der Wax Jacket ist schon sehr pretty. Ich finde sie unglaublich herzig. So mit dem Paisley-Muster. Sie haben aber zum Beispiel auch noch so Taschen und Foulard und Westen. Ja, die passen Westen ist um eine Pink Tartan. Die habe ich auch... Nein, hör auf, geh raus, mach die Website. I know, sorry. Aber eben, ich träume immer noch von der Barber Gianni, die der Leoparden-Print Anorak. Ja. Aber der ist auch irgendwie 600 Pfund. Ich könnte wieder mal Lotto spielen. Das ist so. Was hast du nicht gekauft diese Woche, Schatz? Ja, also ich muss kurz einen Disclaimer geben. Das ist jetzt wirklich ein sehr hot Tipp. Ich mache ja eigentlich mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Kaufe ich immer so irgendwo zwischen 5, 6, 7 und 28. Dezember. Und zwar auf eBay oder Tutti oder Ricardo oder Vestiaire Kollektiv, auf irgendeiner Reseller-Plattform, weil dann alle Leute ihren Shit verkaufen, was sie bekommen haben und nicht wollen. Aha, macht Sinn. Ja, macht total Sinn. Und ich habe jetzt tatsächlich meiner Grösse ein paar Valentino Garavani Leder Ballerinas gefunden. Und zwar nicht die klassischen mit dem Spitz, die man kennt. Also schon die mit den Nieten, aber nicht die mit dem Spitz, sondern rund Leder. Und Nieten sind einfach auf so einem Mary Jane Strap über den Fuß. Gut. Very cute. Das ist cool. Nein, ich habe sie noch nicht bestellt. Es ist immer noch Schritt dabei. Aber ich muss sagen, der momentane Preis, den ich schon mal provisorisch oder prophylaktisch abgehandelt habe, ist 160 Franken. Was not bad ist für Valentino Ballerinas. Ja, also das tut noch ein bisschen köcherle, also wir müssen nächste Woche noch darüber reden. Weil es ist als Weihnachtsgeschenk, das ist Shit, that you could legitimately buy und niemand würde dir davon. Ja, aber grundsätzlich einfach der Hot-Tipp, schenkt euch irgendetwas auf der Reseller-Plattform ab dem 26. Dezember. Das ist sehr gut zu wissen. Hey, nein, es ist immer noch gut. Ich meine, es sind ja ganz viele gerade in den Dingen unterwegs und haben dann irgendwie aufgeladen. Nein, alles gut. Nur ist voll safe. Voll okay, gut. Ja. Also, das beruhigt mich sehr. Thank you. Und ich bin wie immer stolz auf uns zwei. Die Influencing, nein, das ist nicht mal die, es ist einander 13 eigentlich, mehr als die Influencer, aber ich finde es gut. Ja. Well, whatever. Ich kaufe mir einfach unseren ganzen Adventskalender vom letzten Dezember noch nach. Das könnte man natürlich auch machen. Das muss ich zum Beispiel nicht mit allen Sachen machen, weil ich meine, ich habe etwas bekommen von meinem Adventskalender. Es ist wirklich herzig. Also es würde sich jetzt lohnen zum Reinzoomen, falls es jetzt los ist, es tut mir leid. Es ist eine entzückende Kette, die Jenny trägt, mit Süßwasserperlen, kleinen und dann so einem Clasp vorne mit so goldigen Händchen. It's very cute. Ja, gefällt. Und dann muss man schon einfach noch sagen, Hermes, ich warte immer noch auf meine 700-frankigen Pinsel. Ich habe also auch noch nichts bekommen. Ich würde es melden. Ja, oder einen beschissenen Koffer. Ich weiss nicht, ist der schon auf der Post? Nein, es ist... Also ich tue noch mal anrufen, ist gut. Sie sind auch nicht auf die Strolling reingegangen, gell? Sie sind ja nicht eingestiegen. Nasty. Aber ich irgendwie so, sie finden j'en ai marre, c'est pas...
Hey, aber also, wir haben uns jetzt hart influenced. Wir haben ein spannendes Gespräch vor uns, wo ich habe ein bisschen den Bammel davor. Und darum würde ich jetzt gerne schnell ein Am I the Asshole reinschieben, quasi, das hat jetzt ein bisschen schlimm getönt, so ein bisschen als Palette Cleanser und Vorbereitung. Ist gut. Also, Okay. Komm's now. Okay. Ich habe eine tolle Story. Aber ja, okay. Ich erkläre es jetzt trotzdem wieder einmal, falls wir immer neue ZuhörerInnen haben. Wir tun jede Woche suchen wir uns eine spannende Frage von Am I the Asshole aus. Und ich kann auch selber in das Universum eintauchen, wenn ihr euch getraut. Reddit, das ist ein Reddit-Forum, gibt es auch auf Deutsch, bin ich das Arschloch. Und es sind einfach so Alltagsprobleme von Alltagsmenschen. Und es hat zum Teil, ich sage das jetzt so Alltag, aber es hat ziemlich durchgeknallte Sachen dabei. Ich kann selber mal eintauchen und ich habe jetzt eine Perle ausgesucht. Ich würde sagen, es geht um Freundschaft, so der Überbegriff. Bist du bereit? Sie nickt. Okay, es ist total bei uns. Okay, der Titel von der heutigen Am I the Asshole-Frage ist: Bin ich das Arschloch, weil ich Grenzen gesetzt habe nach einem Missverständnis über Konzerttickets mit mir? We have set the mood. Jetzt ist folgendermaßen. Also, das ist die Person, die es gepostet hat, schreibt: Ich habe einen engen Freund namens Jay, der ein aufstrebender Musiker ist. Ich habe von Anfang an ihn unterstützt, ob jetzt emotional, finanziell oder physisch. Der Teil ist wichtig, in Klammern. Und immer, wenn er gestresst war vom Touren oder ausbrennt ist von Studioaufnahmen, habe ich ihn gratis massiert. Nicht ein- oder zweimal, sondern über Monate hinweg immer wieder. Ich habe mich nie beklagt darüber und weil ich wirklich an ihn und seine Karriere glaube. Kürzlich hat der Jay ein grosses Konzert an Land gezogen, sein erstes wirklich krasse, und ich bin mega stolz auf ihn. Also, sie schreibt weiter. In einem von unseren Gesprächen hat er dann gesagt: Mach dir keine Sorgen, du wirst dort sein. Und das muss auf Englisch vielleicht, weißt du, aber ich habe das jetzt locker übersetzt. Er hat gesagt: Don't worry, you'll be there. Was ich so verstanden habe, dass ich ein Ticket bekomme. Also, fast forward, eine Woche vor dem Konzert. Ich habe ihn dann gefragt, wann soll ich dort sein, um meinen Tag zu planen. Und dann sagt mir der Jay: du musst immer noch dein Ticket kaufen. Ich bin dann ein bisschen schockiert und habe ihm gesagt, dass ich es so verstanden habe, dass er ein Ticket für mich hätte. Aber auf das ist er gerade mega defensiv geworden und hat gesagt, dass es ein bisschen anmassend sei von mir und dass echte Freunde nicht nach Gratis-Tickets fragen. Das hat mich dann echt verletzt, besonders in Anbetracht von der Tatsache, dass ich ihm über lange Zeit Services geschenkt habe, die sonst anständig viel Geld gekostet hätten. Und ich habe ihm dann ganz ruhig erklärt, dass es von mir keine Anspruchshaltung sei, sondern dass ich ihn einfach falsch verstanden habe und dass ich mich jetzt irgendwie nicht so wertschätzt fühle von ihm. Auf das aber hat er nur nochmal bestärkt, dass er es krass findet, dass ich überhaupt zum Thema gemacht habe und dass es nicht viel Tickets hat. Klammern schreibt sie, PS, er hat 8 Gratis-Tickets bekommen. Ich will sagen, Artists kommen immer gratis. Ja, sie haben immer wahrscheinlich erste Listen, oder? Anyway, sie schreibt dann, das war der Punkt, wo ich ihm gesagt habe, dass ich nicht an das Konzert komme und in Zukunft keine Gratis-Massagen mehr offerieren werde. Und ich bin nicht hässlich, sondern habe einfach Grenzen gesetzt. Und jetzt erzählt er allen unseren gemeinsamen Freunden, dass ich versucht habe, ihn unter Druck zu setzen und dass ich total kleinlich sage und dass ich ihn nicht supporte, genau in dem Moment, wo er endlich durchstartet. Und einige von den Freunden sind seiner Meinung, aber die anderen finden, dass er mich ausgenutzt hat. Okay. Das ist Geschichte fertig erzählt. Ich habe gefunden, das Verdikt ist not the asshole, weil es ist... Ja, also klar, safe. Aber es ist ja einfach schon auch ein Missverständnis, oder? Also einige hat kommentiert, not the asshole, leider tönt es so, dass er aus Bequemlichkeit mit dir befreundet ist und dass sie das grosszügige Wesen ausnützt und vielleicht braucht er jetzt die 8 Gratis-Tickets, um eine neue Freundesgruppe beeindrucken, die er nachher... Ja, oder er hat halt einfach noch 6 andere Chicas, die ihm irgendwie, keine Ahnung, was für Körperteile massieren. Weißt du, ich finde es immer schon schwierig. Sorry, wie kann man Don't worry, you'll be there nicht so verstehen, wie ich besorge dir ein Ticket? Weißt du, wie so... Don't worry, you'll be there ist relativ klar. Also das ist ja nicht, dass irgendwie so das Universum wird schon schauen, sondern das heisst einfach irgendwie so quasi, ey, ich schaue schon. Ja, also weißt du, wenn er dir irgendein Inshallah an den Kopf haut, dann ist schon klar, du musst halt schauen. Ich finde auch der Jay... Aber you'll be there finde ich schon... Also ich finde jetzt auch so als nicht Muttersprachler nicht wirklich viel Interpretationsspielraum für... Ich weiß nicht. Ja. Und vor allem, das geht vielleicht auch in die Richtung, also Freundschaft ist ja ein Gehen und ein Nehmen, wie wir wissen. Also, manchmal musst du auch zurückstehen und sagen, es gibt schon gewisse Beziehungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache auch viel und dass die andere Person einfach irgendwie, weißt, so sehr gerne empfängt, aber nicht so wahnsinnig viel mir gibt. Und vielleicht ist es jetzt einfach ein guter Anlass, dass sie vielleicht jetzt auch merkt, hey, das ist jetzt nicht unbedingt die super Friendship, aber es ist so, ich finde es immer so mega schade, wenn etwas, weißt, so an etwas Materiellem scheitert. Sondern da sind einfach andere Issues, finde ich, irgendwie wichtiger. Dass sie einfach irgendwie findet, er
Weißt du, so quasi, dass sie ihre Wichtigkeit in seinem Leben überschätzt hat. Ja, aber weißt du, ja, genau, es ist sicher etwas, er ist für sie einfach sie ist für ihn einfach eine Convenience. So. Ja. Und er findet, also sieht offensichtlich in dem, was sie für ihn gemacht hat, einfach keinen Wert. Und okay, that's it. Und es ist ja nicht einmal finanziell, ich meine, die Tickets für ihn sind ja gratis. Artists zahlen ja nicht für die Gästeliste. Es ist ja gratis, das hätte ihn ja keinen Rappen gekostet, was halt einfach wiederum zeigt, wenig Wert das hat, was sie für ihn macht. Von dem her macht es einfach für jemand anderes. Ja, also ich habe auch das Gefühl, irgendwie so quasi let them go. Es ist wirklich so. Ich finde, er mega unsympathisch und ich glaube auch, das Konzert ist scheiße gewesen. Es gibt mir ja, so... aber ich muss schon sagen, es ist irgendwie so sehr Rockstar-Klischee. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach schlecht. Vielleicht ist es einfach so, ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich weiß nicht, sag so. Also was meinst du, was ist ein Case von now I'm famous und I don't give a shit? Ja, vielleicht schon. Vielleicht. Ich habe das noch nie in meinem Freundeskreis. Jemand, der famous geworden ist, während dem, also weißt du, dass ich diesen Wandel mitbekomme. Ich habe sie einfach schon famous kennengelernt. Ich kenne niemanden, der famous ist in meinem Freundeskreis. Also so ein bisschen, nein, es ist so vielleicht prominent, ist vielleicht ein besseres Beispiel als famous. Ich kenne schon mehrere so prominente Leute, weißt, die man erkennt auf der Straße, aber ich habe den mal nicht so... Das ist immer so ein Stichwort. Habe ich dir schon mal erzählt? Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal privat erzählt, dass ich eben schon nicht viele Prominente erkenne. Der absolut beste Incident ist mal mit einem Schweizer Sportmoderator gewesen. Habe ich das nie erzählt? Doch, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Was kurze Klammer auf. Ja. Also, vorausschicken muss ich sagen, dass sich mein Partner heute noch für das schämt. Und es ist wirklich meine absolut beste Gassenhauer-Geschichte seit Jahrzehnten. Ich habe während dem Studium beim SRF gearbeitet. Und habe dort Videos digitalisiert von der alten Tagesschau und 10 von 10, so damit sie ein Videoarchiv haben. Super Job gewesen. Dort haben wir natürlich auch ein bisschen mit der selber Prominenz umgegangen. Dann eine Weihnachtsfeier. Ich und die Arbeitskollegin, die mit mir studiert hat, die die damalige Tochter, also die Tochter vom damaligen SRG-Präsident war, sind wir jetzt ein bisschen umgegangen und wir sind schon... Aber alle, es ist Weihnachtsfeier mit dem SRF. Damals hat das SRF noch Geld gehabt. Und dann irgendwann sind wir mit den Sportlern, bei den sportaktuellen Leuten gewesen, weil es sind halt einfach die hübschen Männer gewesen. Dann haben wir halt jetzt ein bisschen geredet mit einem geredet, das war ein ganz sympathischer Herr gewesen. Und dann habe ich gedacht, so, machst denn du so da beim SRF? Und er kommentiert Skirennen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja kein Beglott. Wie kommt man denn dazu, dass man Skirennen kommentiert? Also, ja, er sagt früher Ski gefahren. Und die Kollegin schon so, schaut mich so an, so, und ich so, starr zurück. Und dann ich so, das ist ja gut. Hast du etwas gewonnen? Dann hast du wirklich gemerkt, so, jetzt könntest du so eine Nadel droppen, weil es ist einfach ruhig. Aber, ja, und dann so, ja, es ist nicht schlecht gewesen. Ich so, das ist so gut, gut für dich, weißt du. Böckler, oder? So, hey. Ich so, ja. Hey, das ist im Fall. Und ich so, hey, übrigens, wie heisst du eigentlich? Ich bin der Bernhard. Und ich so, hey, Bernhard, das freut mich. Ich nicht mehr keinen Plan gehabt. Und dann irgendwann sind wir dann so weitergelaufen und Kollegen so, hey, du weißt schon, das war der Bernhard Russi. Und ich so, wer ist der Bernhard Russi? Und sie so, ja, mit dem, wo du jetzt gerade geredet hast. Und ich so, der nette Herr, der Skirennen kommentiert. Und sie so, ja, das ist im Fall einer der Schweizer Skilegenden. Also ich glaube, ich hätte ihn vielleicht erkannt und ich kenne mich auch nicht aus. Ich bin heim und der Wenzel hat wirklich, also mein Partner hat wirklich, ich glaube, eine Woche lang hat er wirklich ihm ein E-Mail schreiben und sich entschuldigen. Für seine betrunkene Frau. Ja, wo das Schweizer Kulturgut nicht erkennt. Ich glaube, er hat das recht charmant gefunden. Also ich glaube, wenn jemand wirklich irgendwie, weißt, so erkannt wird, dass die das eigentlich noch ganz cool finden, wenn jemand, also ausser sie sind Assholes, aber dass sie Nein, viele hat es recht charmant gefunden. Eben, das stelle ich mir jetzt bei ihm auch so vor. Ja. Sehr nice und ich hoffe, du triffst ihn wieder mal an, dann kannst du ihm die ganze Situation nochmal... Das ist kein Plan mehr, es ist so lange her. Aber ja, ich kann es recht amüsant gefunden. Das ist wirklich cute. Okay, Herr Russi, es tut dir nochmal leid, auch nach was? 10 Jahren? Nein! 15. 10 Jahre. Aber es ist wirklich... Er hat dir verziehen. Ja, fast 20 im Fall. Okay, aber ja, 2006, 2007. Also, der hat noch so ein Charaktergesicht, weißt du? Also, weißt du? Ja, ich habe gedacht, das ist noch ein gut aussehender älterer Herr. So ein bisschen Silver Fox. Ja, nicht mein Typ, aber ja, so, also weißt du, ist ein nittiger Herr und irgendwie charmant und gesprächig und so und irgendwie, ja. Anyway, anscheinend fahren Ski. Oder Ski. Und jetzt können wir einfach nicht mehr länger irgendwie um den Brei herumschnurren. Nein. Das musst du gehört haben, ist auch ja. eine von uns beliebtesten Rubriken.
Du I don't know. bist hier angelaufen vorher mit einem dampfenden Gocki. Und jetzt müssen wir das einfach machen. Mit einem dampfenden Gaggi. Ja, hey, ich finde schon, wenn wir es machen. Vor allem, weil es mittlerweile auch schon sehr viele Memes gibt davon. Und die Memes sind irgendwie Beyoncé im Konzert oder so und mit irgendwie Titel oben drüber Welcome to my husband's memorial. Und ich glaube, das gibt es schon ein bisschen away. Hey, Leute, wir müssen über die Erika Kirk reden. Also, abgesehen davon, dass sie Nicki Minaj... also, ich meine... Ja, ich finde, das Universum hat da natürlich schon auch recht gute Aufraumarbeit geleistet. Nicki Minaj hat ja dann nach ihrem Auftritt mit der Erika Kirk zusammen, glaube ich, 10 Millionen Follower verloren auf Instagram und hat Ja. das ihren Account gelöscht. Also, Fair. das ist okay. Aber hey, die Erika Kirk-Geschichte, ich meine, eben, also, wir haben es alle mitbekommen, eben das nach dem Attentat. Ja, genau. Es ist, und eben, also ich kann ja sagen, we don't judge, but actually we do. Es ist Well, so- actually, we're fucking judgmental bitches. Nein, sorry. Also, weißt du, ich meine, du verarbeitest Trauer in any way and shape and form you want. Ich weiss nicht, ob es ein glitzeriger Goldanzug mit Feuerwerk auf einer Bühne ist. Und nicht nur eine Bühne, sondern irgendwie 50 Bühnen, seit er gestorben ist oder seit er ermordet worden ist, muss man eigentlich sagen. Und ich finde es schon very weird. Aber ich meine, das ist ja das eine, so, oder? Ich meine, mit Feuerwerk auf der Bühne schon in einem Goldanzug und so. Ich meine, hey, if that's your thing, go do you, irgendwie. Aber das andere finde ich, was ich einfach nicht check, ist, für wer macht sie das? Also, du musst dir vorstellen, Turning Point hat sehr, sehr ein klares Frauenbild. Also, Männer sind der Nerv der Familie und Frauen sind so Tradwife-mäßig daheim und haben ganz viele Kinder und putzen und kochen und so. Sie war ja wahrscheinlich keinen einzigen Tag daheim, seit er gestorben ist. Tournee lässt vermuten. Ich meine, I guess she was very busy. Und ich meine, love that for her. Aber so, also wer spricht sie an? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so die Turning Point Incels anspricht, weil die würden never ever eine Frau in Charge wählen. ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie Tradwives anspricht. Und mir so im Sinne von, hey, schau, du kannst alles haben in deinem Leben, wenn du willst. Tradwife. Du musst einfach, dein Mann muss einfach sterben. Finde ich auch für die Männer eine blöde Message. Ja, irgendwie ist jetzt nicht so motivierend. Nein, also, man fragt sich wirklich, eben, für wen das sie es macht. Für die Clips, irgendwie so quasi, das ist so breit getreten worden auf Social Media. Und wenn du die Clips schaust, sie ist auch, also entweder zu viel Botox oder eine wahnsinnig schlechte Schauspielerin. Also weißt du, wenn jemand dann muss so Tränen rausdrücken, wo keine Tränen kommen, und das ist so, also sie spielt so schlecht die trauernde Witwe. Weißt du, so, das finde ich eben so extrem. Das ist einfach nur so eine Fleischpuppe, wo einfach irgendwie, weißt du, so quasi jetzt einfach Zeug rauslässt, wo eben quasi die Anhänger von ihrem verstorbenen Mann hören. Ja, und aber das Lustige ist, sie hat ja immer ein Nasentüchchen in der Hand, das wahrscheinlich trockener ist als die Sahara. Ja, und du tust immer so nicht vorhandene Tränen. Ja. Aber eben dann auch noch mit der Nicki Minaj, wo ja mit irgendwie als Kind illegal in die USA. Schon auch special. Hey, Und sie hat ja auch noch vor Jahren sich mega eingesetzt für LGBTIQ+-Communities und so. Und schon recht ein 180. Also ich glaube, wir würden so eine 180 auch machen, wenn unser Mann im Knast würde sitzen. Das gibt ein einziger Mensch. Ein Schelm, wer Böses denkt. Nein, wirklich. I don't know. Es gibt einen Mann, der sie sehr in hohen Tönen gelobt hat, wo der easy so mit dem Fingerschnipp könnte begnadigen, dass er rauskommt. Ich finde es, I don't know, also ich glaube, wir dürfen jetzt wirklich nicht zu fest in das Loch hineingehen, aber ich kann wirklich auf 2026, ich habe das Gefühl, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Ganz allgemein mit der amerikanischen Politik. Und ich glaube, wir müssen uns viel Shit gefasst machen, wo das Jahr noch könnte passieren. Aber ich muss gleich nochmal ein, wo Nicki Minaj gesagt hat im Gespräch. Und das ist dann so mega abgefeiert, so absolute Revelation. Also Nicki Minaj hat dort im Interview mit Erika Kirk on stage hat sie gesagt, there is nothing wrong in a boy. How about that? How powerful is that? How profound is that? Boys will be boys and there is nothing wrong with it. Das ist dann so, what? Und ja, boy is boy and boy is fine. Being a fucking dick is not fine. Ja, was ist... Oder? Also ich meine, having a dick and being a dick ist einfach schon ein Unterschied. Das ist definitiv so. Und wir Sorry, haben what did you said? T-Shirt für unsere Merch-Liste.
Ist das fast having a dick versus being a dick? Oder so ein Ungleichzeichen? Ja, genau. Also wir können das schon sicher stylisch gestalten. Oder having a dick is fine, being a dick is not? Ist not. Können wir vorne und hinten bedrucken. Fände ich irgendwie auch noch lesen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin froh, wenn mein Newsfeed jetzt nicht mehr so viel Erica Kirk hat, irgendwie 2026. Vor allem der Glitzeranzug. Ich bin wirklich die Letzte, die so Fashion Do's und Don'ts macht. Aber ich glaube, wir können jetzt annehmen, welche Kiste, dass ich jetzt den Anzug würde tun. Ich weiß doch auch nicht. Ja, also weißt, entweder hat sie den Glitzeranzug an oder sie hat so Kleidchen, die dann so auf Social Media immer so gegenübergestellt werden mit Screenshots von Handmaid's Tale. Ja, okay. So findest, the resemblance is uncanny. Ich mache jetzt schnell einen Deep Dive und ich verliere mich dann einfach irgendwie so quasi mit der Frage, ob sie einen Stylist oder eine Stylistin hat. Das würde mich jetzt echt ein bisschen wundern. Weil, Aha. you know what I mean? Manchmal legen sie dir auch einfach etwas parat. Ja, aber du bist ja ein erwachsenes Mädchen und kannst sagen, das lege ich jetzt heute nicht an. Ja, aber es ist so, vielleicht hat ihr Mann das für ihn erledigt und jetzt muss einfach jemand anders ihr sagen, was sie zu tun hat. Okay. Also, ich will nicht mehr über sie reden, ich tue jetzt einfach irgendwie so, ich tue nicht nur virtuell ein bisschen körbeln, sondern ich kann es auch gemacht. Das ist im Fall ein Geräusch, das ich jetzt einfach vorgenommen habe, dass ich es 2026 nicht mehr so viel mache. Wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin und wir reden über etwas, dann sage ich irgendwie so, hey nein, und dann nachher hat sie irgendwie so Schoki und Knoblauch. Und dann, wenn ich das Geräusch mache, das ist so ein Alarmzeichen, so tief in uns im Fallbauer in uns, dass wenn du hörst, wie jemand wirkt, willst du auf die Seite gehen und die Leute schauen, damit es nicht vergisst. Ja, es ist so. Oh, weißt du, wer würde darüber jetzt eine schöne Kolumne schreiben? Ich meine, macht er noch Kolumne? Weißt du noch damals im Tagessatz eigentlich die Knigge, der Holländer, ist ein Holländer gewesen? Also die Knigge-Kolumne. Ist das die von Royen? Ja. Ich kann auch ihn fragen. Oh, er hat 100% Meinung so. Please, sag ich ahne schon, dass er findet, Stefanie ist stillos. Aber anyway, also über Style müssen wir nicht reden, ich darf es einfach nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit machen. Aber ich finde, Be you. Steffi, be Jamie und Steffi und vielleicht noch ein paar 100 Schnäuze, die zuhören. Wo wir aber sehr fest gefreut haben, dass ihr zuhören. Ich würde sagen, Herzli, wir machen jetzt Herzli-Form. Das sind nicht mehr Millennial-Herzli. Okay, was ist das eigentlich? Ich kann es nie. Das ist das Herz. Mit Lili macht das immer. Nein, das ist wirklich, siehst du, die Form. Nein, sie nehmen andere Finger. Aha, okay. Nein, es ist im Fall wirklich, das ist wirklich so low-key. Man ist einfach immer so, Ja, aber ich finde, das ist so ein Sternzeichen. Das ist wirklich... Nein, sorry, was ist das? So, Was ist das? Siehst du es doch? Das ist ein Herzli. Schau, einfach, du musst das da, dir vorstellen, das ist ein Herzli. Okay, ich kann die Lili nochmal fragen, es ist wirklich peinlich, wenn der Boomer da irgendwie anfängt so. Alright, also, ich schicke trotzdem zu dir und euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Halb schlau, voll Herz, auf Instagram, schickt uns Nachrichten oder auch wenn ihr mal selber eine Am I the Asshole Frage habt, wir lieben es. Schickt es uns einfach. Hit us up. Tschüss zusammen.